Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Stardew Valley auf Pelzig. So, das mal gehen wir vor Mitternacht noch rein. Wir haben Hofarbeit Stufe 1,8 erreicht. Gießkanne-Effektivität ist um +1 gesteigert, das ist schon mal sehr gut. Genauso wie die Hacke-Effektivität. Wir haben der Vogelscheich gelernt und wir können Standarddünger herstellen. Na, wenn das nichts ist, oder? Minearbeit hat sich auch gelohnt. Die Arbeit in der Mine hat sich definitiv gelohnt. Nicht nur die Spitzhacke-Effektivität ist höher, sondern wir können auch Cashbombe herstellen. Muahaha. Ja, jetzt kriegen wir erstmal richtig fette Lohn hier. Und so soll es weitergehen, ne? 6. Tag. Morgen hatte... Genau. Morgen hatte Bäuermeister Geburtstag. Ich habe noch vergessen, ins Fernsehen reinzugucken. Ab und zu findet man nämlich mal auch noch Soßen-Gedöns, wo man dann noch Rezepte lernen kann. Wie sieht's denn morgen aus? Ah, da regent's dann. Aller Hopf. Und wie sieht's mit der Geister so aus? Ja, die sind gut drauf. Ich denke, du wärst ein bisschen extra Glück haben. Das gefällt mir doch. Das gefällt mir definitiv. Huch! Steht einer vorm Heisel. Servus. Morgen. Ich habe bemerkt, dass du ein paar Stäbe aufgeschlagen und Erze gefunden hast. Das ist ja gut. Wenn du das Meister aus deiner gefundenen Erze holen willst, dann brauchst du einen Schmelzaufer. Zufälligerweise habe ich ja noch ein paar extra Set Blaupause rumliegen. Hier, die kannst du haben. Yay! Herstellung von einem Schmelzofen gelernt. Ja, geiler Scheiß, oder? Mit dem Schmelzofen kannst du Metallbarre schmelzen. Die Barre können für die Herstellung, Konstruktion und für Werkzeugverbesserungen genutzt werden. Ja, wenn du ein paar Kupferbarre geschmolzen hast, dann kannst du mal überlegen, ob du deine Werkzeuge verbessern willst. Das erleichtert dir der Arbeit ungemein. Aller hopp, ich gehe jetzt heim. Mach's gut. Jo, allermol. Gut, was haben wir dann hier noch im Briefkasten? Ich hab gesehen, dass du die Altmine erkundet hast. Du hast die Seele von einem Abenteurer. So viel kann ich dir jetzt schon mal sagen. Wenn du 10 Schleime erledigen kannst, dann hast du einen Platz in meiner Abenteurergilde verdient. Pass auf dich, Obacht, Marlon. Okay. Ja, der Baum ist mittlerweile auch ganz schön gewachsen, muss ich sagen. Wir schlagen ihn jetzt deswegen auch um. Ich hoffe, der reißt uns jetzt den Zaun um. Ich bin immer gespannt. Achtung, Obacht! Okay, glücklicherweise hat es nichts umgerobbt. So. Das ist doch gut. Unsere Energie ist auch wieder volle Kanne dabei. Wir können mal mit der Hacke drüber gehen. So. Was machst denn du wieder, du Verkehrsackermann? So. Inventar mal wieder voll. Aller hopp. Wir können aber ein bisschen Standarddünger herstellen. Dafür brauchen wir einfach nur dieses Harz. Das ist natürlich sackenpraktisch. Das kommt dann hier rein wieder. Weg mit dir. Wir brauchen noch Fasern und wir brauchen Kohle. Dann können wir nämlich die Vogelscheiche gleich mal basteln. Oh. Kennen wir nicht. Wir haben nämlich sonst keinen Platz mehr im Inventar. Okay, das heißt mal, das Zeug kommt mal wieder rein. So. Organisation ist das halbe Leben. Deswegen, natürlich. Wir brauchen mehr Holz. Dummkopf. So, holt er noch der Holz. Und Ackermann, wir lassen sie jetzt knattern. Vogelscheuch haben wir. 2 Vogelscheuche brauchen wir. Annie Dotti. Und die erfüllt ihren Zweck hier. So, sehr schön, oder? So, da die Hacke-Effektivität jetzt auch ein bisschen erhöht ist, halt das hoffentlich ein bisschen länger. So, erstmal ein bisschen gießen. Und dann schauen wir mal, wie das vorankommt. Ach ja. So entspannt. Erinnert einfach so ein bisschen an Harvest Moon, wenn ihr das damals auch gespielt habt. So. Jetzt kommt es definitiv auch mal zum Trager, dass ich hier das Feld freigelost habe. Weil jetzt kann die Vogelscheuche hier über diese jeweilige 5er-Felder wache. Stinknormale Pastinake haben wir auch noch. Okay. Gut. Dann können wir mit der Sichel auch noch hier das Zeug hier noch wegmachen. Gibt nicht nur Faser. Schade drum. Okay. So. Dann holen wir uns wieder unseren Krusch zusammen. Und die Pastinake haben wir schon Annie, ne? Genau. Das ist schön. Gut, dann kann die Pastinake verkauft werden.
Und der Rest kommt definitiv hier wieder rein. Holzhämmer nimmi so viel, das sollte man definitiv wieder was schlagen. Und ich mag später vielleicht nochmal in die Mine reingehen und mag ein Museum noch ein bisschen was spenden. Ansonsten, ich glaube, heute ist auch der Tag gekommen, dass man das Zeug gebrauchen können. Dann nehmen wir doch einfach mal den Krusch. Ne, Quatsch, den Krusch brauchen wir nicht. Aber desto könnten wir heute alles gebrauchen, wenn ich mich da richtig erinnere. Warte mal, der Gaul, dann haben wir auch noch gehabt. Herstellung. Was brauchen wir dann für das Schmelzoffer? 20 Kupfererz und 25 Stäbe. Okay, warte mal. Die dürften wir haben. Jawohl, das haben wir doch alles. Genau, dann packen wir nämlich unseren Offer dort hier. Das fand ich bei Mia Marrow immer so schön, dass die ihren Ofen hier gepackt hat. Das fand ich immer sehr nützlich. Oh, Mist, 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 Mist. Ich will den doch eigentlich... Nein! Ich wollte gerade sagen, habe ich ihn jetzt verloren. Oh Gott. Um Himmels Willen, viel zu spannend. So, dann kommt das Ding wieder rein. Wir brauchen nämlich auf jeden Fall Kohle, um den Schmelzofen zu betreiben. Ja, bei Mia Marrows Let's Play war das auch immer hier. Gut, und ich fand es eigentlich echt ein schöner Ort, um sein Zeug hier zu legen, genauso wie hier auch. Okay, dann schauen wir gerade mal in unser Hofbuch rein. Wie man Freunde gewinnt, genau, da haben wir jetzt nochmal einen 100er davor gekriegt. Und Fortschritt war die Vogelscheich, genau. Aufnahme, wenn C Schleim erledigt, genau, das war das, was im Brief war. Und jetzt brauchen wir ein bisschen Zeug, um da noch was reinzupacken. Gut. Das heißt aber, unseren Weg führt uns jetzt auf jeden Fall erstmal wieder in die Stadt mit unserer schicke rote Schuhe. Ja, genau. Genau, habe ich doch gewusst, dass ich das Zeug jetzt gebrauchen kann. Ach, der alte Barava, da steht er wieder rum. Oh, servus. Was für ein Schondfleck. Das ist das Gemeinschaftszentrum von Pelikan, oder was davon übrig ist zumindest. Es war mal der Stolz und die Freude von der Stadt, immer gut besucht. Jetzt guckst da einfach mal an, es ist ein Schand her. Heutzutage wollen die jungen Leute lieber vor ihrem Fernseher hocken, als sich mit der Gemäht zu beschäftigen. Aber lass mal das, ich klinge wie ein alter Trottel her. Der Joja-Konzern drängt mich schon länger, das Stickelland an sie zu verkaufen, damit sie ein Warenhaus draus machen können. Die Stadt kann's Geld gut gebrauchen, aber irgendetwas hält mich davor ab, es zu verkaufen. Ältere Menschen wie ich hängen eben an Relikte von der Vergangenheit. Wie auch immer, wenn sich noch irgendeiner Mitgliedschaft im Joja-Konzern holt, werde ich es einfach verkaufen. Das machen wir nicht. Hier, lass uns mal nahe gehen. Aber ich kaufe mir doch definitiv keine Mitgliedschaft bei dem seelenlosen Konzern, von dem sind wir immer hier geflohen. Von daher, ne, nicht mit uns. Hä? Was ist denn das? Winnie und die Jess scheinen hier wohl gespielt zu haben. Ihr seht sogar noch verwahrloster aus, als ich gedacht habe, ja. Ne. Was ist denn los? Am Bach? Was ist denn da los, Ackermann? Ist der schlecht oder was? Hast du das gesehen? Es tät mich ja nicht überraschen, wenn der Ort hier voller Ratte wäre. Ich mach mal Säue um dich, Ackermann. Horch mal zu, ich gehe jetzt heim. Ich brauche ein bisschen was zum Mittag. Erlaub. Hey, ich lass den Ort hier von jetzt auch einfach mal offen. Vielleicht kann ich dir helfen, die eine oder andere Ratte zu fangen, wenn du ein bisschen Zeit übrig hast. Wägst. Erlaub. Stimmt, aber das war jetzt noch nicht. Merkwürdig. Ich muss später zurückkommen und das Gebäude genauer unter die Lupe nehmen. Stimmt, das ist jetzt noch nicht, ihr liebe Leid.
Wir finden jetzt zwar hier etwas, Moment mal, Ratteproblem in Anführungszeichen. Irgendetwas Merkwürdiges geht im Gemeinschaftszentrum vor sich. Alle hopp, wir gucken es uns an. Und finden hier was. Aber das können wir jetzt nicht lesen. Mhm. Allermindestens. Von daher, damit können wir leider noch nichts anfangen. Das ist derzeit für uns nur verrücktes Gebrabbel. Okay. Ich habe zwar gewusst, dass das noch wahr war, hab leider vergessen, das können wir noch nicht lesen. Weil denn illustre Wesen müssen wir dann diverse Sachen spenden. Was ist müssen? Wir können natürlich, wenn wir das wollen. 50 Kupfererz, selbstverständlich. Wir wollten ja eh in die Mine gehen. Das machen wir doch auf jeden Fall. Das heißt, für uns, wir bringen den Kruscht jetzt wieder zurück. Und gehen einfach wieder so in die Mine rein und gucken, dass wir da nochmal einen produktiven Tag gebacken kriegen. Das wäre definitiv nicht schlecht, wenn das funktionieren tät. Okay, weil morgen kommen wir dann erst da dazu, am nächsten Tag kommen wir da leider erst wieder dazu, dass wir das Zeug dann spenden können. Da muss ich dann morgen wieder dran denken. Das war ein bisschen zu überzwerg von mir. Ach so, schönes Pelzerwort, Überzwerg. Ja, da war ich ein bisschen zu eifrig. Und wir gehen jetzt noch einmal... Ja, vielleicht sollte ich jetzt nochmal zum Pierre reingehen. Jetzt noch ein bisschen... Hallo, Abby, jetzt ist er plötzlich da. 11:30 Uhr, soll ich mal merken. Die Frischbergluft ist an Tag wieder noch so angenehm. Das sollte ich mal merken. 11:30 Uhr ist er hier. Okay, Pastinaken haben wir ja derzeit gut geerntet. Und bei ihm kriegt man alles ein bisschen billiger. Dann holen wir uns noch ein bisschen Blumenkohl. 5 Stück. Ein paar Krummbeere. Und noch ein paar Bohnen. Wenn es unser Geld noch hermacht. Sehr schön. Gut, gut. Alles gut. Der Rest spenden wir noch im Museum. Und die 2 Geode brechen wir noch für... von Clint auf. Ein Bäuermeister können wir dann morgen gerade noch so Wildblumen schenken. Ich glaube, der mag das auch ganz gern. So, zuerst zum Clint. Man weiß nämlich schon nicht, was da alles drin steckt. Ah, der ist um die Zeit da bei dem, beim Clint. So, dann machen wir auf Clint, die Boy. Und wir haben einen Erdkristall oder sowas. Genau, Erdkristall hießen die Dinger. Oh, ich habe gerade nicht mehr genug Geld da davor. Das ist natürlich bitter. Das ist natürlich arg bitter. Aber der Erdkristall brauchen wir, glaube ich, später auch für so Sammelquest. So, ich spende dir erst einmal. Den ersten können wir weggeben. Der Topaz kommt 8 hier und der Quarz kommt 8 hier. Vielleicht kriegen wir ja ein bisschen Kohle dafür. Nö. Schade. Leider keine Kohle. Na gut, die Geode können wir uns gerade nicht leisten. Das ist etwas erbärmlich eigentlich. Dann gehen wir jetzt gerade nochmal zurück auf den Hof und pflanzen an und verbringen den Rest vom Tag in den Säureminen. Wie könnte es auch anders sein? Natürlich bringe ich denselben Gag immer wieder. Wenn es um irgendwas mit Mine geht, ist es bei mir immer die Säuremine. Ja genau, morgen hat der Bäuermeister Geburtstag und morgen in einer Woche hat die Hailey Geburtstag. Für die sollte man dann auch nochmal so besonders schön die Narzisse sammeln. Und wenn wir besonders qualitativ die Narzisse finden, schenken wir ihr sowas. Ah ja, da ist sie zufälligerweise Annie. Die hebe ich mal vom Mäuer für den Bäuermeister auf. Und besonders qualitativ heben wir uns für Hailey auf. Weil mit dem Bäuermeister will ich ja nicht verheiratet sein. So, Dilla, zack und zack, du kommst da rein. Und jetzt setzen wir hier nochmal ein paar Bohnen hier. Und dann haben wir nämlich hier was. Da kann man noch Ensen die Krummbeere dazu packen. Da und da und da. Da kommt noch einer rein. Blumenkohl. Da können wir noch pflanzen. Da ein bisschen die Lücke füllen vielleicht. Dann sieht es auch wieder etwas ordentlicher aus. Dann wird es noch gegossen. Oh, Moment, die Pastinake darf ich nicht vergessen. Hier. Hm. Na komm, Endsetzplatz haben wir noch. Sehr schön. Na Allah. Ja, das sind jetzt gut durchmischte Felder, würde ich mal sagen. Aber das macht nichts. Ich freue mich dann auch darauf, wenn wir endlich mal Sprenkler herstellen können. Na, komm schon.
Dann können wir uns nämlich das ganze Gieße, na, schön sparen. Das ist immer das Beste, wenn man sich sowas dann schenken kann. Das ist ja alles wertvolle Energie. Aber meine Felder sind definitiv sehr gut bestückt. Und jetzt muss ich auch keine Angst mehr haben wegen der Krähe, da ich ja jetzt auch die Vogelscheuche habe. So, die Gießkanne kommt wieder in ihr hölzernes Grab. Und wir gehen jetzt nochmal ab in die Mine mit ein bisschen Energie, was wir noch haben. Schöne Sache. Ja, allzu viel werden wir da jetzt nicht mehr holen können. Mit unserer nur noch 131 Energie. Aber das kriegen wir schon alles irgendwie hier. Kriegen wir alles gebacken, ihr liebe Leute. Ah, da ist noch eine. Ist da noch eine? Jawohl, noch ein Narzisser. Ah, da ist Abigail auch wieder. Magst du sowas zufällig? Nee. Ich heb mir das lieber auf, falls ich nochmal einen Amethyst hier finde. Ja, wie gesagt, wenn man die Leute zwanghaft sucht, dann findet man sie nie. Aber so findet man sie dann plötzlich. Tja, das ist halt das. Wenn man die Leute zwanghaft sucht, dann wird das nix. Okay, mal gucken. Wenn eine Verbindung von der Rhizosphäre genügt Carbon 13 enthalten, dann genügend Carbon 13 enthalten. Ah, sorry, ich habe gerade hier den ganzen Tag über Daten noch gedacht und ich gar nicht bemerkt. Oh, das macht ja nichts. Das macht ja nichts. Sag Hallo habe ich offensichtlich 8 beendet. So, das ist doch schon mal alles ganz gut. Aber wir haben leider nicht mehr so viel Zeit hier vom Tag übrig. Deswegen sollte ich mich jetzt dummler, dass ich hier noch fix weiterkomme. Und da haben wir ja schon unseren ersten Schleimi. Nee, komm her, du. Widerling. Vor dem Herrn. So, gottlose Kreatur. Das Schleim brauchen wir definitiv auch noch für später. Müssen wir uns auf jeden Fall noch aufheben. Kohle ist auch immer gut. Komm her. Gottlose Bestie. Ich brauche nämlich auch für Quest. Und den Schleim, den ihr hinterlasst, brauche ich später auch noch für Abgabe. Oh, schade. Der hat leider nichts mehr hergegeben. Und ein bisschen Kupfer kann auch nicht schade. Ich verzichte jetzt einfach groß hier die Fläche abzugucken, sondern guck, dass ich hier so schnell wie möglich noch tief komme, wenn möglich. Und Kupfererz hole ich mir natürlich auch noch auf dem Weg. Wenn es zufällig auf dem Weg liegt, ist das natürlich keine Sache. Okay, da haben wir noch ein bisschen Quarz. Ach, immer schön. Wupp, wupp, wupp. Vorsichtig. Oh, wacht. Blobberino. Gut. Oh, der hat uns ein bisschen arg zugeschleimt hier, der Hansel. Aber 5... Oh, stimmt, wir brauchen ja noch... Natürlich, wir brauchen ja auch für Clint nochmal. Der hat uns ja auch wieder eine Quest gegeben, ne? Für 2 Tage. 50 Kupfererz. Ja, da muss ich mich ein bisschen dummler. Dass ich da noch an gescheites Kupfererz dran halt. Das wäre natürlich nicht verkehrt. Aber wir sollten uns unsere Energie sparen. Auch wenn ich jetzt glücklicherweise noch so Grünalge gekriegt habe. Ich will die eigentlich nicht verbroten, die Dinger. Weil ich weiß, die kann man später für Daily Quest noch gebrauchen. Genauso wie diese Erdkristalle kann man auch noch gebrauchen. Die sollte ich nicht wegschmeißen, die Dinger. Aber Ends Museumspende ist halt einfach so obligatorisch hier in dem Spiel. Ah, noch ein bisschen Kupfererz. Das kann man immer gut gebrauchen. Ah, wenn ich jetzt noch den Weg nach ohne finde, det. Heul. Schluchz. Nix. Das wird nichts mehr in dem Leben, glaube ich. Ich denke, da müssen wir morgen dann wahrscheinlich immer einen Tag in die Mine einlegen. Ah, da ist er. Der Butzenickel. Gut, dann komm mal her, du Glitchy. Ich mach mal gleich fertig. Ja, dein Sprung hat hier auch nichts geholfen. Komm schon her. Ach, du allglatter Widerling. Für die Aufnahme, okay, brauche ich noch 4 von den Schleimis. Und ja, da ist er ja schon. Und ein bisschen Kupfererz bräuchten wir auch noch. Wäre eigentlich ganz cool, wenn ich das noch hinkriege heute. Und ein bisschen Grünalge gab es auch noch. Perfekt. Okay. Ah ja, perfekt. Hier geht's wieder runter. Ab Stufe 10 kommen wir allmählich dann in etwas gefährlicheres Gelände. Ja, hier sollten wir gucken, dass wir hier nicht möglicherweise den Weg rausfinden. Noch ohne finden.
Ja, Annie muss ich jetzt leider futtern. Anders geht's nicht mehr. Geben immer hier wieder 13 Energie, die Dinger. Aber es wird auch spät. Es wird richtig spät hier. Ja, ein bisschen Kohle ist auch nie verkehrt. Aber Kupfererz, da geht es mir jetzt hauptsächlich noch drum. Ah, schä. Nein, das ist etwas zu weit weggeglitscht. Ich hoffe, ich komme noch irgendwie bis weiter runter. Bis Stufe 10 wäre ganz cool eigentlich. Wenn ich Ebene 10 noch erreichen könnte. Okay, kleiner Leuchtring. Schön. Oh, ein Amethyst hat er auch noch, der Glitchy. Da rüsten wir uns sofort damit aus. Gibt ein kleines, konstantes Licht von sich. Auf jeden Fall nehmen wir das mit. Und Amethyst für Abigail ist auch noch mit dabei. Das finde ich auch schön. Da können wir da unserer Freundin ins B noch was mitgeben. Sehr schön. Wir haben jetzt auch noch unser Hofbuch aktualisiert. Im Moment die Aufnahme. Jetzt kann ich den Leuten auch beitreten. Aber ich brauche noch ein bisschen was. Ich brauche einfach noch ein bisschen was. Warte mal. Jetzt muss was weg. Das ist doof. Das ist echt doof. Jetzt muss nämlich was weg. Für das Geschenk hier. Wobei, ich will gerade mal gucken. Ich will gerade mal was gucken. Ja, wenn wir morgen das nächste Mal wieder in die Mine reingehen, holen wir uns das Geschenk, beziehungsweise das Etappe-Geschenk dann hier. So, jetzt aber nichts wie Ham. Wirklich nichts wie Ham. Und wir sehen ja, wegen dem kleinen Leuchtring, strahlen wir jetzt auch konstant ein bisschen Licht um uns aus. Das ist äußerst hilfreich, finde ich. Das finde ich richtig gut. Da können wir uns dann definitiv sparen, eine Fackel mitzunehmen. Und für die Mine ist das selbstverständlich auch optimal. Ich bringe gerade noch meinen Krugstand rein. Und gehe auch sofort pennen, wenn wir wieder da sind. Aber morgen können wir nochmal auf jeden Fall einen kleinen Teil vom Tag, vielleicht auch da oben in der Mine verbringen. Von dem Grünalge will ich auf jeden Fall noch eine mit reinlegen. In die Truhe. Weil wir das, wie gesagt, später noch gebrauchen können. So. Gut. Das brauchen wir vom Mäuer. Den können wir auf jeden Fall gebrauchen. Der Schleim kommt rein. Das kommt rein. Da kommt Annie nur rein. Quarz. Können wir mal gucken, ob man das Zeug nicht verkaufen können. Und das nehmen wir mal hier mit für Geschenke. Hier können wir den Quarz mal verkaufen. Das finde ich gar nicht mal so verkehrt. Und dann, ja, gewässert Hämmer. Das sieht soweit alles ganz ordentlich aus. Und, sonst haben wir nichts mehr, ne? Da können wir jetzt auch hier wieder Ordnung schaffen. Können hier wieder reingehen. Gucken wir mal, wie es aussieht vom Mäuer. Es wird der ganze Tag regnen. Perfekt. So, dann ab in die Fall mit uns. Und ein bisschen was gibt's wieder. Jawohl, 25 pro Quarz. Ist auch nicht schlecht zu wissen. Und der 7. Tag. Kikeriki. Nicht Kikeriki. Ah ne, es regnet ja. Genau, deswegen. Ja, wir haben wieder Brief gekriegt. Meine Quelle verraten mir, dass du dich ein bisschen im älteren Mannschaftszentrum umgeguckt hast. Warum startest du mir nicht einen Besuch ab? Meine Gemächer befinden sich westlich von Waldsee im Städturm. Ich habe eventuell ein paar Informationen bezüglich des Rattenproblems. M. Rasmodius, Zauberer. Entschuldigung, weil Waldsee ist das Nachbardorf von mir, deswegen habe ich nicht gesagt des Waldsees, sondern von Waldsee. Robin hier, ich weiß, du hast eine Menge Steine auf deinem Hof rumliegen. Wenn du welche übrig hast, kannst du dir überlegen, ob ich dir vielleicht einen Brunnen bauen soll. Brunnen kannst du überall auf deinem Hof platzieren und sie sind sehr praktisch, um der Gießkanne schnell wieder aufzufüllen. Gut, einfach mal bei meinem Laden mit 75 Steinen und 1000 Gold vorbei, wenn du bereit bist. Robin. Das ist auch schön zu wissen, definitiv. Ist eine sehr gute Sache. Ja, das können wir uns jetzt hier auf jeden Fall sparen. Das heißt, mit uns geht es jetzt erstmal nur noch ab. Hier durch die Wildnis, wenn irgendwie möglich. Verflixt nochmal. Da müssen wir uns hier wieder durchkämpfen. Genau, darüber habe ich den Weg einigermaßen frei gemacht, weil mein ganzes Werkzeug habe ich jetzt halt nie mit dabei. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal zum Herrn Rasmodius. Und dann können wir nochmal zu Clint gehen, um unser Geode aufbrechen zu lassen.
Und dann geht's wieder... Genau. Dann geht's wieder ab in die Mine. Und die Grünalge behalten wir einfach noch als Energiereserve für uns. So, da ist Waldsee. Genau. Und da war er. Da war er, der Zaubererturm. Zu dem müssen wir nämlich noch. Zum Herrn Rasmodius. Alab. Dann gehen wir doch mal rein zu dir, werter Zauberer. Ah, komm rein. Ich bin Rasmodius, Sucher der arkane Wahrheit, Vermittler zwischen physische und dem ätherische, Meister von alle Silberelemente, Hüter der heiligen Du verstehst schon. Und du, Ackermann, der Ankunft habe ich schon lang vorhergesehen. Ja, ich will dir was zeigen. Guck mal her. Na, die kennen wir, die kleine Wichtel. Oh. Oh, der arme Wichtel. Du hast schon einmal einer davon gesehen, oder? Oh. Die nennen sich Junimos. Das sind mysteriöse Lebensgeister. Aus irgendeinem Grund weigern sie sich mit mir zu retten. Ich bin mir nicht sicher, warum sie im Gemeinschaftszentrum leben, aber es gibt keinen Grund, dich vor ihnen zu fürchten. Wir berichten vom goldenen Text. Ha, du hast eine goldene Schriftfräulein in einer unbekannten Sprache gefunden. Höchst interessant. Warte mal hier. Ich will mir das persönlich angucken. Ich bin gleich wieder da. Huch. Netter Trick, den könnte ich eigentlich auch ganz gern. Oder würde ich ganz gern können. Tja. Ich habe die Notiz gefunden. Die Spruch ist verworren, aber ich konnte sie entschlüsseln. Wir, die Junimo, helfen dir mit Freude. Als Gegenleistung bitten wir dich um Geschenke aus dem Tal. Wenn du eins mit der Wälder bist, wirst du die wahre Natur der Schriftrolle sehen. So. Eins mit der Waldmagie. Was meinen sie dann da damit? Aha. Wie er geguckt hat. Jetzt sag wieder noch. Woher? Mein Kessel blubbert nur so vor Zutaten aus der Wälder. Babyfarn, Moosmade, Karamellgiftpilze, kannst riechen. Ja, trink aus. Lass die Essenz der Wälder deinen Körper durchdringen. Ob ich mal einfach so Dosis von so einem Giftmischer hier setze will, ich weiß ja nicht, ne? Genau, das habe ich erwartet. Es schmeckt zum Kotzen. Das ist ja zum Gott Erbarme hier. Und zack, bist Veganer. Einmal das Zeug hier genommen und zack, blitzvegan war. Nein! Jetzt tanzt hier der ganze Kruscht vor uns rum. Ja. Sie sind überall. Oh mein Gott, ich darf kein Bäm mehr fällen. Du hast die Kraft der Waldmagie erhalten. Jetzt kannst du die wahre Bedeutung der Junimo-Schriftrolle entschlüsseln. Das finde ich natürlich sehr cool. Äußerst cooles Zeug. Okay, das war noch ein Obstkorb. Okay, perfekt. Das ist doch super, die Sache hier. Dann kann ich jetzt nämlich wieder direkt auf meine Farm hochgehen und kann auch den Kruscht mitnehmen, den wir brauchen. Oh, da ist auch noch was. Hallo. Sommerschmucksaat. Wächst im Sommer. Okay. Pastinake. Das ist aber richtig teuer. Preiselbeer, Mohnsaat. Im Sommer wilder Meerrettich, Mohn, Ei.
Eifer 400 Gold, ja genau. Seltene Saat. Im Herbst aussehe, braucht die Gesamtjahreszeit, um zu wachsen. Heieiei. Und Pfade. Blaupause fürs Haus. Das ist aber auch ein ziemliche Wucher hier, würde ich mal sagen. Hups. So. Alle hopp. Na dann. Gehen wir doch gerade wieder auf den Pelzerhof. Und da holen wir noch ein bisschen Zeug mit. Und geben das dann den Geisterler. Komm schon. So. Hier wieder hoch, genau. Hier ist wieder alles zivilisiert. Okay, okay. Na komm schon. Ich will an die Truhe. So, das und die Pastinake, genau. Den nehmen wir auch noch mit und dann legen wir los. Perfekt. Dum di dum dum di dab du dum da da dum dam da. Wunderbar. Da können wir, nachdem wir das Zeug abgewähnt, direkt auch noch mal zur Abigail gehen und können ihr noch den Amethyst schenken. Hailey ist bei dem Wetter natürlich nicht im Park zu finden. Wenn hätt's gewundert. Jetzt gehen wir hier rein und wir geben euch, was ihr wollt, ihr Geisterler. So, oder? Wieder zur Schriftrolle, geht halt nur so. Und da wollen sie. Annie. Haben wir hier die Narzisse, hier haben wir den Lach für euch, hier haben wir den Löwenzahn, den ihr wollt, und hier haben wir den Meerrettich noch für euch. Bündel komplett. Belohnung für all das ist dann eine Brückenreparatur. Dafür habe ich jetzt nochmal speziell die Belohnung gekriegt, aber für den Handwerksraum, wenn ich dann alles nochmal habe, Exoten, ja, die Höhle Karott, genau, die haben wir ja auch schon gesammelt. Und dann kriege ich eine Brückenreparatur, wenn ich das alles mache. Sammeln Sommer, das werden wir dann wahrscheinlich auch im Sommer so kriegen. Winter zum Sammeln, so wie das, was wir jetzt hier zum Frühling sammeln gehabt haben. Konstruktion, da brauchen wir, viel Zeug. Und jetzt haben wir erstmal Frühlingssaat, 30 Stück kriegt ja Gewitterleid. Das ist doch definitiv was. Und außerdem erscheinen hier jetzt noch mehrere von deiner goldenen Schriftroller. Nicht schlecht. Ganz bezaubernd. Sehr schön. Warte mal. Die Pastinake habe ich ja auch nicht. Hehe, der Junimo bringt ja mein Bündel schon weg. Genau, Nutzpflanzen, richtig. Dafür brauche ich das. Mehr habe ich jetzt, Nimi hier parat. Heil dir, Kaiser Victolosaurus. Und was haben wir dann hier noch? Aquarium, genau, hier sind dann die ganzen Fische, die ich fangen kann. Jetzt sollten wir aber auf jeden Fall nochmal zurückkehren in die Stadt, beziehungsweise ins Dorf. Und hier gibt es auch nochmal Daily Quest. Ja, okay. Zweimal Schwarzbarsch für den Willi. Ich bin mir aber nicht so sicher, ob ich die noch irgendwo krieg. Servus, Ackermann. Genau. Hallo. Für dich habe ich noch einer. Hi. Oh, ich liebe hier so Zeugs. Ernsthaft, du bist echt super, Ackermann. Gangschir. Wie sieht's dann aus mit unserer Beziehung? Wir haben sogar schon ein Herzlein mit Abigail. Sehr schön. Entwickelt sich doch perfekt hier. Alle hopp. Dann ab zum Clint. Du dürfte hier sowieso der Bäuermeister gerade sein. Und dann können wir dem nämlich auch noch ein Geburtstagsgeschenk machen. Der kriegt dann noch so einen Narzisse. Ich hoffe, es gefällt ihm. Ich hoffe definitiv, es gefällt ihm. Da ist er gerade nicht. Okay. Dann brechen wir aber mal die Geode auf. Ui, das sieht aber cool aus. Ein Kalzit. Oh, und einfach nur Lehm. Okay. Aber Kalzit sieht cool aus. Ja, das spenden wir dann gleich einmal. Und dann gucken wir mal rein, eventuell ist der Bäuermeister ja bei sich daheim. So. Dir würde ich noch ganz gerne was spenden. So, dann können wir auch durch hier lecker. Neue Belohnung gibt es so dafür. Perfekt. Was kriegen wir dann dafür? Hat er jetzt nicht explizit gesagt, was wir dafür kriegen? Ups, das wollte ich ja gar nicht. Aber anscheinend habe ich irgendwas Schönes gekriegt davor. Oder habe ich hier irgendwas gekriegt? Ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. Hier sieht es aber mal nicht so aus, als hätte ich irgendwas Spezielles gekriegt. Oder? Nö.
Nö, da haben wir nix. Aller Hopf. Nö. Gibt also auf jeden Fall noch sehr viel aufzufüllen hier. Aber wir haben irgendeine neue Belohnung freigeschaltet. Hier ist noch ein Buch. Hier fehlt ein Buch. Okay. Behalten wir einmal im Hinterkopf. Dann gehen wir noch zum Bäuemeister. Der war doch hier. Moment, der ist über die Brücke, genau. Gucken wir mal, dass wir den Hansel noch finden. Ich hätte nämlich noch ganz gerne Geburtstagsgeschenk machen. So. Ah, die Pilze kann ich hier leider nicht holen. Ah ja, da ist er. Schönen Nachmittag. Der ist für dich. Oh, Geburtstagsgeschenk. Dankeschön. Immer doch. Ist zwar nur etwas, was ich am Straßenrand gefunden habe, aber besser als gar nichts, oder? Besser als überhaupt nichts gebraucht für den Geburtstag. Und so schön die Narzisse, die kann man sich auch irgendwo hinstellen. Aber das scheint wohl recht neutral gewesen zu sein. Gerade mal gucken. Ja, er weiß, dass es uns gibt, würde ich mal sagen. Ja, was das mit dem Angler angeht, da bin ich irgendwie nie so wirklich warm damit Woche. Wir schauen einfach mal. Aber erstmal gucken wir, dass wir den Clint noch zufrieden kriegen. Und dass wir dort noch was machen. Und in der Mine noch ein bisschen umherstreuen. Wir haben ja mehr als genug Energie noch. Eine Grünalge für den Energiefluss ein bisschen wieder zu stärken haben wir auch noch. Und hoppla. Dann geht es jetzt erstmal hier wieder runter in der 10. Da haben wir nämlich noch was auf uns wart. Und zwar Lederschuhe. Sehr geil. Du erhältst Lederschuhe. Perfekt. Was machen die dann? Ens Verteidigung und Ens Immunität. Das ist besser als das hier. Das heißt, die Dinger, die Sneakers, können wir auf jeden Fall verkaufen. Und ihr seht, wir hängen jetzt auch die braune Lederschuhe an. Jetzt sind wir unter der braune Schuh hängst. So. Euch müssen wir ja nämlich killen. Euch müssen wir tatsächlich nämlich killen. Das haben wir ja schon gemacht, um aufgenommen zu werden in der Gilde. Okay, hier will ich einfach nur runter, so gut wie es geht. Oh, das war ein lebendiger. Nicht so gut. Wir brauchen nur noch 5 Kupfererz. Ich will hier schnell durch, weil ab hier kann es passieren, dass ganz, ganz wiechte Kerle kommen. Deswegen will ich einfach hier nur schnell runter. In den nächsten Bereich. Ah, da ist ja jede Menge Kupfer. Perfekt. Perfekt, absolut genial. Jetzt haben wir wieder alles. Saugut, saugut. 16 Kupfer. Das war dann alles, was ich aus der Mine noch haben wollte für heute. Deswegen gehen wir raus. Hoppala. Und gehen auch noch zu der Abenteurer-Gilderei. Die sind hier verordnet. Und hier haben wir unser Hofbuch aktualisiert. Was haben wir denn Schönes gekriegt? Ich weiß es gar nicht. Naja. So, wir sind anscheinend jetzt dabei. Für 250 könnte ich mir noch so Holzklinge leisten. Zurückstoße und 10% erhöhe. Waffengenauigkeit um 10% erhöhe. Und die Sneakers könnte ich verticken für 50. Tja, für 50 können ja, aber ne. Nee, das ist leider etwas zu teuer für uns gerade. Komm bitte, wenn mir was zu zeigen hast, Buh. Okay. Ziele, was die Monsterjagd hilft uns das Tal sicher zu machen. 1000 Schleimer und diverse andere Gegner, die ich noch fertig machen muss. Okay. Aber wir können jetzt hier offiziell dazu. Und ich mag jetzt noch zum Clint gehen, damit ich den Auftrag noch beenden kann. Das sieht nämlich soweit ganz ordentlich aus. Also nix wie ab zum Schmied. Und dann, was haben wir dann noch mit dem Dara? Schwarzbarsch wollte Willi haben, glaube ich. Das heißt, wir könnten noch ein bisschen angeln gehen. Aber das ist immer so zeitfressend. Naja, wir werden es schon hinkriegen. Wir werden es schon hinkriegen. Ich sage euch ja immer, ihr müsst ja immer Zeit mitbringen, wenn ihr hier das Let's Play von mir guckt. Gut, gut. Der wird wahrscheinlich wieder eine Kneipe sein, vermute ich mal. Nee, nicht? Okay. Dann ist er nicht in der Kneipe, aber vielleicht ist er auf dem Weg in die Kneipe. Gucken wir doch gerade mal. Ob er nicht möglicherweise schon auf dem Weg in die Kneipe ist. Dum di dum da du da dum du da dum du da dum. Södler. Ja, bis 16 Uhr hat er noch offen.
Wir könnten natürlich jetzt auch nochmal zurückgehen. Ich warte jetzt einfach mal bis 18 Uhr, nicht, dass er hier jetzt wieder rauskommt dann und ich ihn verpasse. Ja, da ist jetzt nichts mehr dahinter, was ich abladen kann, was ich abholen könnte. Uch, ich habe, glaube ich, das Ding gerade ausgemacht. Hoppenla. Da können wir leider nicht durch. Ich habe ewig gedacht, wir könnten da möglicherweise durchmarschieren. Aber war wohl nix. Komm mal durch, ich sehe doch nämlich eine Truhe. Ich würde doch ganz gern reingehen, aber wird wohl leider nix. Nee. Das wird so leider nix. Okay. Akzeptiert. Vielleicht ist er ja auch schon auf dem Weg in die Kneipe gewesen. Und ist so dann ab 19 Uhr zu finden wieder. Schauen wir doch mal. Ah, hier haben wir noch diverse Stellen hier. Unsere geliebte Mona. Es ist alt und verblasst. Hier. Unabdunjo do Pusun Snaus on Hamper today. Na do small, full uno soll. Ien hurt olai toll. Mindestens. Allermindestens. Okay. Na gut. Wo war da jetzt die Kneipe? Genau. Ist er da? Das ist nur der Willi. Na, wo steckt dann der Clint? Wo steckt dann der Clint? Das wundert mich jetzt gerade ein bisschen. Weil für den habe ich jetzt das Erz auf jeden Fall. Und ich würde ihm eigentlich ganz gern das Erz noch geben, bevor diese Quest hier endet. Immerhin sind es 180 Gold. Haben wir und nicht haben wir. Und hier. Ja. In der Mühle ist leider nichts zu flattern für uns. Naja, vielleicht kommt er ja jetzt allmählich aus seiner der raus. Hihihihi. Nee, das ist doof. Das ist echt doof. Vor allem, weil ich jetzt hier sehr viel ungenutzte Energie habe, was mir gar nicht so gut gefällt. Nur weil der Hansel nicht beikommt. Das gefällt mir gar nicht. Ah, da ist Abby, oder? Ja, genau. Oh Mann, ich habe meine Hausaufgabe die ganze Woche aufgeschoben. Da werde ich wohl wieder die Nacht durchmachen müssen. Huch, wie alt ist die dann? Ah, da ist er doch. Da ist er doch, der Hansel. So, bitte. Du hast die Ärzte ja gebraucht, die ich habe, wollte ja ausgezeichnet. Die Ärzte scheinen von guter Qualität zu sein. Du kannst sie natürlich behalten. Ich wollte nur sicher gehen und sehe, wie es in der örtlichen Geologie so läuft. Jeder bei Zahlung, wie versprochen. Alle hopp. Du machen wir gleich rein. Quatsch. Dummkopf. So und nee. Gewitter erleid. Hier haben wir es doch. 180. Perfekt. So. Das ist doch super. Dann nutzen wir, glaube ich, noch das, was wir hin. Und schmelzen vielleicht noch ein bisschen was. Und ja, hacken vielleicht noch ein bisschen was. Kurz und klar. Was anderes fällt mir gerade nicht ein. Weil Holz können wir auf jeden Fall gut gebrauchen. Und es ist auch schon wirklich Spätwoche. Die Kohle können wir gebrauchen gerade. Und die Axt kann ich noch gebrauchen. So, Moment mal. Der Lehm kommt hier rein. Der Quarz verscherbeln wir. Grünalge behalten wir. Die Höhle-Karotte kann auf jeden Fall fort. Die können wir nämlich der Geisterspende. Und ansonsten ist doch, glaube ich, nichts Großartiges mehr, ne? Gut, dann gehen wir mal dort hier. Und verballern hier ein bisschen was. Und rahmen nochmal ganz kurz auf in unserem Inventar. Dass wir hier noch ein bisschen Holz fällen können. Ja, vielleicht könnten wir auch nochmal ein Feld anlegen, aber das will ich dann nicht umzäunt haben, weil diese wilde Saat, du findest dann nur diese Narzisse und so ein Kram. Ich glaube, das wäre noch so Krusch, den ich noch machen könnte. So, gerade noch ein bisschen hier aufrahmen einfach. Allzu spät soll es ja auch nicht werden. Ich meine, die Episode ist jetzt auch schon ziemlich lang, ihr liebe Leute. Aber wenn, dann soll sich der Tag, wo ihr Stardew Valley bei mir guckt, natürlich auch lohnen. Und nicht immer nur Enddach. So, mach schon. Ochs das Ding weg, Ackermann. Gut, das sieht soweit gut aus. Dann bringen wir den Kruscht wieder rein.
Und lecken da noch ein kleines Wildfeld an. So, sehr schön. Das oh, die können wir gerade nicht mitnehmen, klar. Unser Inventar ist natürlich voll. Deswegen kommt der Kruscht wieder rein. Kupferbarren nehmen wir uns. Und wir machen noch einmal eine Runde. Während wir nochmal eine Runde mit der Hacke schaffen. Und lecken da noch ein 30er Feld an. 1, 2, 3, 4, 5. Und da nochmal 1, 2, 3, 4, 5. Und machen wir noch eine Reihe. Dann machen wir 6 mal 5. Und dann müsste das eigentlich passen. So, das ist doch optimal, ne? Das ist einfach nur so Wildbeet für Nevetra. Sobald hier das wilde Zeug auch abgeerntet ist, die Frühlingssaat, passt das eigentlich alles. So, das ist auch für mich heute der letzte Aufnahmetag. Also die letzte Aufnahme vom Tag, so rum. Deswegen sehen wir uns noch zum Schlafen gehen. Und dann läuft die Geschichte. Und hopp. Da können wir jetzt noch ein bisschen Kruscht reinrahmen. Die Kupferbarre behalten wir jetzt einfach mal. So, der Lehm kann da rein. Die Stäbchen da rein. Und das kommt sowieso wieder raus vom Mäuer. Die können wir jetzt auch noch auffüllen. Aber allmählich wird es eng. Deswegen sollten wir jetzt wirklich nochmal in die Koje. Sonst haben wir vom Mäuer kaum noch Energie. Na egal, komm. Wir schmeißen uns jetzt in die Koje rein. Ganz sicher. Und Axteffektivität haben wir noch. Und Kochrezept Überlebensburger. Ja, das ist doch geil. Das klingt doch gut. Und zusätzlich haben wir noch gekriegt 25 Gold für den Quarz. Und, ihr liebe Leute, wir sehen uns übermorgen wieder zu Let's Play Stardew Valley auf Pelzig. Also machen's gut und bis übermorgen dann wieder. Euer Yankee.